Ringfrei für eine neue und hoffentlich spannende Runde hier bei Anno 1404 Venedig, die zweite Staffel. Hi Freunde, willkommen zurück. Wir sind hier in Kurast angelangt. Beziehungsweise beobachten mal ein bisschen, das ist natürlich eine große Insel für eine einzige Rüsterei, Schrägstrich Kaffeeplantage oder Produktionskette. Weil Plantage ist die hier, das ist die zweite, mit denen zusammen ist eine Produktionskette. Ja, das wird sicher noch optimiert werden. Shana ist hier unterwegs, sehr schön, sehr schön. Für die heutige Folge habe ich vorgesehen, Aşgabat optimieren bezüglich den Indigo, weil das wird alles outgesourced hier rüber nach Alibaba. Und währenddessen natürlich auch hier oben Goldfurt, beziehungsweise... Okay, jetzt geht's wieder, seltsam. Man kann irgendwie Bildschirm wechseln, beziehungsweise scrollen ging nicht. Crazy. Und natürlich hier mit dem Brot noch optimieren, beziehungsweise, ich glaube, das war nicht mehr ganz so hier. Das ist alles ein bisschen, was er optimieren muss und, ja, ich denke mir auch, es wird Zeit wiederum, das ein oder andere vom Wolfshasen zu exportieren auf eine andere Insel, weil, ja, vor allem mit den Kräutern, Weizen oder so, sprich, ich will eigentlich gerne hier Brot und Bier eigentlich alle so behalten. Dementsprechend natürlich auch dafür brauche oder eben nicht. Das war mit der Saline, war mit der Kohle. Die will ich nach oben schaffen. Das heißt, Schweinezug brauche ich hier auch noch. Wegen der Gerberei, genau, da war ja was. Das heißt, rein theoretisch könnte ich die Hanfplantage, Mosthöfer und das mit den Schweinen woanders tun. Aber Schlachterei natürlich auch so eine Sache wegen dem Salz, was ich hier brauche. Da dachte ich eigentlich eher daran, dass ich, also Moss kommt ziemlich sicher von hier weg auf eine andere Insel und ich dachte eigentlich an, nee, Nighttime war es nicht, Listfurt auch nicht. Hallo, wo ist die Insel hin? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Habe ich gerade Nighttime gehört überhaupt? Ich meine, es ist eine große, schöne Insel und hier... Die gehört gar niemandem, WTF. Oh, es wird der Baronesse gehören. Gut, das ist natürlich das Problem mit dem Wein, das müsste ich erst noch anpflanzen, weil das wäre ein bisschen doof. Hätte ich hier oben eine unbewohnte... Warte mal, mit der Baronesse bin ich eigentlich auf Frieden eingestellt, wa? Ich bin gewillt, euch zu empfangen. Aber nicht mehr so viel, okay. Also die unbewohnte Insel, die könnte man noch nehmen. Nighttime würde ich eigentlich auch gerne nehmen. Also im Sinne von Nighttime würde ich dann alles, was Most und Hanf anbelangt... Ah, hier oben ist eine. Tretet näher. Würde ich eigentlich alles da machen und hier oben wäre dann nur Wein. Wegen Trauben plus das mit den Bienen. Ich glaube, mehr brauche ich für hier oben nicht. Das ist natürlich, was brauche ich? Bienen, Bienen, Honig. Das war auch für die Kerzenmark, Schrägstrich mit den Kronleuchtern. Kronleuchtern, mit Kerzenleuchtern, Kernständern. So wird ein Schuh draus. Ansonsten wird es hier oben halt schwierig, vor allem was in der Nähe zu finden, um das mit dem Wein noch zu regeln. Ja, da wird vielleicht noch gehen, aber... Okay. Wein brauche ich da oben sowieso, das ist nichts Neues. Weingut. Der Fruchtbarkeit, produziert Trauben, ja schön. Fassküfer benötigt Holz und Eis, produziert Fässer. Wenn die natürlich hochschippere, hier, ja noch hier oben halt. Weil Eisen, ja, da müssen wir ja nur Stein vorkommen und Sohle, nee, der war doof. Dann kann eine Kälterei, kann das hier oben machen. Okay, das wird gehen. Gut. So war mal der Plan fürs Erste. Erstmal gucken, wie es hier eigentlich aussieht, wa? Ich habe noch 17 Gesandtenbriefe. Wie sieht das mit den Gesandten eigentlich genau aus? Oh, relativ gut. Gut, Kaffee ist ihm noch für den Arsch. Also von der Menge her, versteht ihr? Ich meine, 6 Tonnen sind 6 Tonnen, wa? Und ich weiß ja, ich kann da ruhig noch ein bisschen mehr gehen und so. Das ist bei denen hier unten gar kein Thema. Bis etwa 1000 Gesandte könnte ich hier machen. Ja, das ist mir alles bewusst, alles bekannt. Wunderbar. Dann habe ich hier Ton, kann ich auch noch machen. Ich habe eigentlich schon mal Zugriff, ich habe immer noch keinen Zugriff darauf. Ja, war 1040 Gesandte. Also mit 1040 kommt etwas anderes dazu. Aber ja, es hilft nichts, ich brauche die.
Das heißt, einmal ganz kurz, was habe ich in der letzten Mal noch gesagt? Ich möchte hier oben eventuell die, wie heißt es schon wieder, Badehaus oder so machen. Badehaus im Sinne von alles hier, Umkreis her oder allenfalls hier unten würde auch gehen. Warum eigentlich nicht, wa? Was wollen wir mehr als Nahrung und Wasser für uns und unsere Kamele? Genau, was wollt ihr auch schon mehr? Ich würde sagen, nicht sehr viel. So, hier ganz kurz checken. Also, das ist immer noch gut, sehr schön. Hier habe ich eigentlich... Es wäre ratsam zu zahlen. Alter, der schon... Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Ja, ja, das läuft jetzt selig. Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Das lobe ich... Hamdallah, Ah, wir haben es geschafft. ich dachte, ich krieg das. Bier, okay, ist zwar ein bisschen viel, könnte ich machen. Perlenketten kann auch nicht, geht hier unten gar nicht. Gold, haben wir auch noch keine, also schwierig kann es auch nicht verarbeiten, keine Chance. Also muss er darauf verzichten, der gute Hassan. Ben Said, Gesundheit. Flinker Bordschütze, erhöhter Schaden plus 10% und Nachladedauer minus 10%. Oh, das lobe ich mir. Habe ich irgendwo ein Kriegsschiffchen, was... Das ist damit der Unterhaltskosten, aber das könnte ich auch woanders hinschippern. Beziehungsweise ganz ehrlich mit den Unterhaltskosten, das ist so, Schiffsreparatur normal. Okay, das ist natürlich cool, hä? Schiffsreparatur. Beleibter Schiffskoch, ja, weiß auch nicht. Wieso ist er eigentlich hier, wenn man fragen darf? Hat das irgendwie einen tieferen Sinn? Haben wir da etwas überlegt in der letzten Folge? Weiß gar nicht mehr, egal. Jo, dann geh doch mal ganz kurz hier runter und hol es dir. Man hat nichts als Ärger, nichts als Sorgen, alles mögliche ist doch einfach nur scheiße. So. Ja gut, im Sarko-Bienenfolge habe ich auch im Notfall noch, will aber nicht ungern benutzen. Genau, Most war etwas, was er bereits erwähnt hatte. Dann Leine kutten, ja, mache ich ja, beziehungsweise, nee, mache ich gar nicht, mache ich hier oben. Also sprich, müsste ich eigentlich... Oder mehr Hanf. Ein Brot hier ist immer noch ein Thema. Indigo wissen wir. Ach, du Scheiße, ich kann nicht alles miteinander machen. Zusammen machen geht doch nicht. Ich kann nicht alles zusammen machen. That's impossible. Okay, gut. Oder schlecht in der Situation. Brot. Wir haben gesehen, Brot ist etwas sehr Wichtiges. Nicht, dass ich irgendwie Probleme habe mittlerweile. Aber ihr habt mit dem Weizen selbst keine Probleme. Ja, warum auch? Ich habe ja die extra hier angeordnet. 4, 4, 4. Alles perfekt. Dann die sind soweit auch angeordnet. Das sind die, also Mehl plus 3. Von sogar zu viel, weil ich es eigentlich optimieren kann. Die müssen eigentlich gehen. Gut, das heißt... viel über den Orient gelernt. Jo. So ist es. Wow, Alter. 2, ich brauche 2 hier oben. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ein fairer Handel. Ah, den Spruch mit Norias, den hasse ich, wenn ich das höre. Mal die falsche Taste. Schon wieder? Ah, das war die richtige. Gut, ja. Hä? Was, wieso kann ich... Ah, jetzt. Hä? Was ist das? Vorhin ging es nicht. War jetzt ein bisschen seltsam. Gut, damit hätte ich ein bisschen erhöhten Schaden. Okay, Unterhaltskosten. Doch im Prinzip, ich glaube sogar etwas. Da kommt sogar demnächst hier vorbeigefahren. Das dulde ich nicht. Sie haben den Feind So. niedergerungen.
das hätten wir auch. Da kommt schon der nächste. Ja, von mir aus. Jo. Fast voll perfekt. Ja, hier ist auch eigentlich super. Brot, ja, eben bin ich jetzt dabei. Was relativ dringend ist. Ich hätte, ob ich so etwas in der Art hier nochmal hinbekomme. Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Könnte eben schwierig werden. Moment, wenn ich den so... Das ist ja wohl... Mann, ich komme mir nie zur Ruhe. Aber was willst du machen? War es halt auch noch 1404. Ihr solltet uns Adligen schon denselben Komfort bieten wie bei Hofe. Ja, haben wir. Ich suche gerade Spione. Wie sehen wohl Spione aus? War mysteriös eigentlich. Beziehungsweise ich hatte es ja jetzt hier in der zweiten Staffel leider nicht aktiviert, die Funktion, aber ich glaube, Spione müssten gleich aussehen wie sonst immer. Wenn mir die Loge jeweils gemeldet hat, von wegen, Spione sind in der Nähe, muss ihn finden, bevor er eine Folge aufwiegelt, sowas in der Art. Also ich muss zugeben, ich bin... Zuerst dachte ich so, oh scheiße, Michael, du hast deaktiviert, bist du voll Honk. Ist natürlich wirklich so auch gewesen, dass es nicht geplant war. Andererseits muss ich jetzt aber auch zugeben, es ist gar nicht so schlecht, weil wir haben auch so genug zu tun. Also langweilig ist es noch nicht, von meiner Seite her. Salam alaikum. Vor allem, weil Lucius und Kokage sowieso immer wieder auf Krieg aus sind. Wobei aktuell nur Lucius, war die Baroness ist mittlerweile ein bisschen friedfertiger geworden, der hat nicht mehr so viel Geld. Aber wo Geld, ich weiß, wir müssen Orient schon längst wieder mal upgraden. Also upgraden, versteht schon, wa? Das dauert noch ein bisschen was, Bewohner und so, von mehr Gesandte, ist mir alles bewusst. Und ich suche gerade die scheiß Spione, die ich nicht finde. Hä, bin ich blind? Hallo, Und Michael, jeder mach die hat Augen bekommen, auf! was er wollte. Ja, würde doch gerne. Irgendwie habe ich ein kleines Problem. Hä? Warte mal ganz kurz, was kriege ich überhaupt dafür? Ein gutes Geschäft. Eine große Lore. Würde ich jetzt doch gerne haben. Hä, was ist doch hier? Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Was bin ich denn? Ich sehe die nicht. Was geht hier ab? Ah, da. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Ah ja, das war nur einer, er will ja zwei. Gut, jetzt weiß ich zumindest mal, wie die aussehen. Also, das war eine dunkle Leinenkutte, wa? Ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld, Freunde. Einfach nur ein bisschen Geduld. Also bei so einem Spiel, wa? Ja, doch. Brauchst Geduld, ist so. Ihr habt ein gutes Geschäft. Der Vorteil gemacht. bzw. auch Nachteil je nach Sichtweise, wenn du halt ein Let's Play machst oder eben auch privat sagst. So ein Let's Play hast du halt immer so einen Druck halt. Also jetzt nicht Druck auf der Blase, sondern halt Erwartungsdruck. Weil du auch irgendwas nach Abliefern, etwas Spannendes kredenzen willst. Soll ja auch, jeder Part soll... Natürlich ist ein Let's Play, da kann nicht jeder Part unbedingt immer etwas Besonderes sein. Ist mir auch bewusst, oder jedem Let's Player bewusst, aber man will halt trotzdem irgendwie einen speziellen Content liefern und etwas sagen, jo, war wieder eine geile Folge. Das ist halt beim Privatzocken nicht so. Da vergisst du gerne mal die Zeit und denkst du, jo, ich zock einfach mal, lalalala, das passt schon alles, perfekt. Und bei einem Spiel wie Anno ist noch ein bisschen verreckter, weil man dann eben halt doch, jetzt sage ich mal, aus den Augen verliert und sich denkt, da ist er. So, habe ich. Und sich denkt, ja gut, dann gehen halt die Parts ein bisschen länger, ist doch kein Problem, beziehungsweise im Privatsack natürlich sowieso einfach denken, ja, dauert es ein bisschen länger, ist doch kein Problem, etc. etc. Ja, in der heutigen Zeit wollen die Leute nicht mehr unbedingt, wie ich so herausgefunden habe, nicht mehr unbedingt so lange Parts haben. Aus dem Grund, weil es halt gerne mal ein bisschen zu viel wird, was ich ja auch verstehen kann. Und gar
ehrenhaftes Geschäft. Denn wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Ganz logisch. So, ich habe wieder ein bisschen Mosaik für ein paar weitere Upgrades. Zwar nicht mehr so viel, aber hey. So, das war's. Zumindest das erste. Der bleibt auf hellgrün, damit ein bisschen was dazu gibt. Ja. Ein bisschen Holz hier auffüllen. Was? Schiff. Das Schiffchen ist voll, okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das war noch nie besonders teuer, weil ich überlege ja ob ich mal eine große Handelskugel bauen soll. Und wisst ihr was? Ich glaube in Anbetracht dessen, dass die Folge ja sowieso nur eher wenig Content haben wird. Und habt Teil Alter. am neu gewonnenen Wissen. Insel kämpfen bis zum letzten Atemzug. Atemzug. Ja, ich überlege jetzt halt gerade. Vielleicht doch mal eben so ein Schiff noch bauen, damit wir zumindest noch etwas hätten, was die Folge funktioniert hat, weil alles andere ist ja eher für den Arsch. Wo ist eigentlich. Genau, ihr seid ja hier. Beziehungsweise Kares ist hier. Wie sieht's mit den Schiffen aus? Noch ist nichts entschieden. Da hat er sogar mal ausnahmsweise recht. Also in meinen paar Minuten habe ich noch. Es könnte noch alles schief gehen. Nee, keine Sorge. Sonst rupfe ich ihn. Hindus ist ja auch ein bisschen handsamer geworden. Da schickt es noch ein paar seiner Schiffe vorbei. Oder die hier zum Beispiel, die sowieso auch alle abgefangen werden. Kein Thema. Sie haben den Feind niedergerungen. Genau. Marco Polo haben wir auch noch. Dann, wenn er hier ist, warte mal, ich schicke ihn jetzt einmal hier rein. Ich lasse es mal hier unten die Flotte so. Dann. So ein Schiff, große Kaufmannskoge. Jo. Kann man machen. Welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Eventuell neue Aufstiegsrechte durch die ganzen Gesandten da unten. Was vielleicht gar keine schlechte Idee ist, da. Nee, ist eine schlechte Idee, wegen dem Boot. Hilfe! Ich ersticke, Hilfe! Nee, bisschen heißer. Wovon? Keine Ahnung. Wieso seid. Hä? Wieso ist denn noch glücklich? Die Frage. Warum ist er noch glücklich? Wieso darf er noch glücklich sein? Hä? Was falsch gemacht? Hä? So sind die Bettler. Aber trotzdem berechtigte Frage, warum ist er noch glücklich? Hallo? Aber ist die erlaubt? Nee. Also, zurück zum Ursprünglichen komme ich jetzt dazu. Nach über 20 Minuten schon fast. Ich habe keine Ahnung. Darf ich bitte mal kurz abmessen hier? Meine Fresse, kann doch nicht wahr sein. Was halt schade finde, ist nicht irgendwie diese Weizenfelder einfach selber ohne weiteres anpflanzen kann. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Der Rat der 10 weiß eure Dienstfertigkeit zu schätzen. Achso, das ist. Ich wollte gerade sagen, eben wird 3 Schiffe da und so. Alter. Das wäre jetzt ein bisschen krass gewesen. Wem hat das gegeben? Ah, hier. Da war schon eine Siedlung, wenn man nicht schieben müsste. Produktivität plus 25%. Kohle, war. Das ist alles die Kohle. Okay, gehen wir mal zurück. Das mit der Kohle ist natürlich wichtig. Ich muss nur überlegen, auf welcher Insel, weil, ja. Da überlege ich sowieso, lohnt es sich überhaupt, den hier zu machen? Speichern, wenn ich hier sowieso das mit der Speicherstand noch mache, künftig. Also bald, demnächst. Was dann einfach entzocken soll und so weit ist, das wäre natürlich auch eine Option. So. Zweier Mitspieler besteht nicht länger. Muss mal gucken, gibt's denn, was habe ich mir hier noch überlegt? Die Idee war, glaube ich, bezüglich, ich erinnere mich wieder, glaube ich, warte mal ganz kurz, doch, es hatte mit Keine dem... Gnade den Schwachen.
Naja, es hatte mit dem Kaiserdom zu tun, ich erinnere mich. Die Idee war ja, und die Überlegung, wo baue ich ihn nachher hin? Genau hierhin wäre natürlich doof, die wenigsten was davon. Hier oben, damit ich den Dieb halt noch abreiße, beziehungsweise hier in die Länge und dann nachher die abreißen. Ich glaube, das war doch irgendwie so der Plan. Ich glaube mich zu erinnern. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her wieder, aber müsste, glaube ich, so gewesen sein. Also kann den allen noch einen Schub verpassen. So. Noch wieder Ruhe fürs Erste. Könnt ihr mal hier hoch, dann ist da die Trotzburg. Dann könnt ihr bitte mal die vernichten. So. Dann wäre wieder, hier haben wir Essex. So, nachher ein cooles Thumbnail. Was heißt nachher? Gleich. Ist nicht mehr so lange hin. Scheiße. Ich glaube, das mit Kaiserdom habe ich, glaube ich, noch... Gut, wir hatten bisher erst eine Staffel. Aber ich glaube, ich habe es auch da nicht optimal gebaut gehabt, war. Glaube ich mich zu erinnern. Eben das, was ich jetzt gerade angesprochen hatte. Das heißt... Ja, aber der Kaiserdom ist natürlich jetzt ein Problem hier. Und so ein fettes Problem. Warum? Ich kann die Kirche und den Schulturm erst abreißen, wenn ich den Kaiserdom habe. Vorher geht's nicht, Schrägstrich bringt's nichts. Weil der Kaiserdom natürlich seine Wirkung erst entfaltet, wenn er gebaut ist. Logischerweise. Jetzt wäre natürlich, was ich mir gerade frage, weil hier oben werden wir natürlich sowieso ein bisschen weitermachen, dann baue ich ihn sogar hier hin. Dann hätte ich natürlich jetzt die falschen Häuser abgegradet, ich voll Idiot. Wenn ich ihn hier hin mache, also hier ungefähr, logischerweise, wa? Da muss nachher das Armenhaus noch irgendwo anders hinpacken und so, dann reißt es halt ab, beziehungsweise baut zuerst ein neues, dann reißt es dann ab, etc. etc. und muss dann hier oben ein bisschen gucken. Oder hier in die Länge. Sie haben den Feind niedergerungen. So. Ich glaube, viel größer war der nicht, der Kaiserdom, muss irgendwie so gewesen sein. Dann würde es auch wieder aufgehen und ich könnte dann hier unten, beziehungsweise sogar hier, den noch ein Upgrade verpassen. So, ist sowieso gelb. Der ist euphorisch, passt mir nicht, wir machen auf hellgrün. Ja, ich glaube, das ist eine Idee, wa? Den Kaiserdom ungefähr hier in diesem Quadrat. Das müsste ja eigentlich perfekt aufgehen. Nachher, wenn er steht, kann ich die hier abreißen. Das eigentlich auch, kann relativ viel abreißen, weil eben der hat so eine Reichweite und ich kann sogar den hier abreißen und den hier sowieso. Dann noch weiter Häuser hinmachen, also das wird schon geil werden. So. Aber jetzt in der Folge was geschafft? Nee, warum? Weil es mit dem Brot und so ist alles scheiße. Ich am Arsch. Ich komme zu nichts. 133, 153, okay. Es ist jetzt nicht so dringend gewesen, aber... Hier zu leben ist tatsächlich besser, als von Ort zu ziehen. Vielleicht drüber auch noch zum Upgraden. 10 hätte ich immer noch. Ja, leg mich am Arsch. Ich habe aber genau 1000. 1000 glückliche Gesandte ist eigentlich perfekt. Weil es heißt, er kann in der nächsten Folge oder übernächste Folge mal gucken, kann ich dann das mit dem Kaffee hier ein bisschen ausweiten, damit ein bisschen mehr aufgefüllt wird, weil Gesandte, ja, ebenso ab 1000 Gesandte braucht dann, oder ab 1200 ungefähr braucht er ein bisschen mehr. Vom guten alten Kaffee, ja, ist jetzt auf 9, steigt ein bisschen, aber natürlich nicht so, wie es gerne hätte. Das heißt, für den Rest der Folge jetzt hoffentlich endlich mal das mit Weizen gucken. Ich will sogar hier oben noch schaffen, eine zweite, weil hier, wobei doch theoretisch geht's, wenn ich jetzt den zum Beispiel hier mache. Dann habe ich hier ein Feld und hier ein Feld. Okay. Den zweiten mache ich hier hin. Jetzt wird's eng. Wird sogar unmöglich, sehe ich gerade. Jo, das geht nicht mehr so einfach. Gut, ich meine, wir müssen einen Haushalt bauen, das ist jetzt nicht so das Problem hier. Ich könnte den auch hier hin machen. Hätte ich hier ein Feld, da ein Feld. Dazwischen noch eins machen, spielt keine Rolle. So, und dann habe ich hier die gute alte Mühle. Und dann ebenso gutes altes Backhaus. Und stimmt das auch wieder, wa?
Hätten wir die da. Gut, dann bin ich dann doch ein bisschen euphorisch und mache das hier auch noch. Jetzt wird es sehr eng. Wie kriege ich das am besten hin? Das müsste funktionieren. Natürlich klappt es genau nicht. Oh. So, jetzt aber. Aber noch genug... es geht langsam zur Neige. So. Feindliche Schiffe. Moment. Ja, ich hab's gehört. Mach nicht so einen Stunk hier. Geht das? Gut, ich würde behaupten, ja. Wenn ich... Da passt einer hin, da passt einer hin. Da passt einer hin. Dann mache ich hier noch eine Mühle. Das geht. Moment, der muss schnell weg. Dann kommt der dahin und das Backhaus hier hin. Und es passt perfekt auch von Ressourcen her. Cool. Das lobe ich mir. Was machen die jetzt hier Schönes? Kein geringeres Schiff. Achso, was er. Mein guter alter Kumpel. Ja, also Freunde, ich glaube, man kann uns da nicht groß noch irgendetwas meckern oder so. Also, war jetzt aber glaube ich, soweit fast... Ja, ist wirklich fast perfekt optimiert. Ob ich hier noch irgendwie was anders mache, im Sinne von, dass wir hier und hier natürlich auch direkt die Backstube noch hätte, wie ich sie habe, dann sieht man es direkt, dann muss ich nicht groß suchen gehen. Das könnte ich noch machen in der nächsten Folge. Aber ich glaube, es ist echt Zeit, nach oben auszuwandern, weil ich brauche für Wolfshaar, also sprich für Most und Hanf muss ich gucken. Das Fleisch irgendwie aussieht oder anders. Gut, ich meine, ich könnte theoretisch auch hier noch was machen, wa? Aber ich will eigentlich den Platz noch aufsparen, falls ich irgendwie da mit den Bieren so noch ein bisschen was machen will. Genauso hier oben, deswegen. Aus dem Grund ist hier, will ich da nicht allzu viel was machen. Und hier auch mit den Schweinen, beziehungsweise mit dem Schwein, mit dem Fleisch natürlich. Jetzt habe ich hier 2 Schlachtereien, die reichen noch für eine Weile. Aber eben die Frage ist, für wie lange genau? Bis zu 2000 Adligen vermutlich, nachher ist dann auch Schluss. Hier muss ich definitiv outsourcen. Hätte damit nachher wieder mehr Platz für die hier. Jo, muss sein. Also, nächste Episode. Gucken, was machen wir. Ist auch krass, dass mir ein Flaggschiff keine Ressourcen kostet. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Das werde ich auch nie verstehen. So, machen wir ganz kurz den hier. Zack, 1011. Ja, leck mich um Osch. Oh yes, Freunde. Unser stolze, große Kaufmannskohl werden wir natürlich in der nächsten Folge in Betrieb nehmen. Später die kleine ersetzen. Die kleine, keine Ahnung, können wir behalten, wenn wir genug. Die Bilanz ist gar nicht mal so schlecht. Und dann... Ja, nach oben auswandern, dann mache ich doch erst. Ich habe überlegt mit dem Indigo, weil wir natürlich jetzt die Kohle haben, aber glaube ich kombiniere es mit dem Indigo ein bisschen, weil Indigo ganz ehrlich outsourcen ist jetzt nicht so die Welt, aber wir brauchen dringend mehr Hanf, mehr Most und ja, Brot gucken, ob das jetzt so funktioniert. Oh je, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben den Feind niedergerungen. Geil.